Entschuldigt bitte die kurze Unterbrechung, aber es scheint mir fast so, als hätte Fraps Probleme mit den Zeitreisen hier. Ist mir das Kackprogramm doch glatt abgestürzt. Nun gut, ich würde jetzt gerne vorangehen, wenn ich darf, Marty. Versuche eine bisschen andere Steuerung. Die nichts funktioniert, wie ich gerne hätte. Ah, jetzt geht's mal. Mehr oder weniger, wa? An den Cursor-Tasten. Ja, ja, nee. Quatsch mit Soße, so klappt das auch nicht. Doc und... Wo sind die hin? Hallo? Alter. Okay, da geht's nicht durch. Mann, wo muss ich denn jetzt hin? Das Waffenladen hieß irgendwie... Ich erzähle Doc besser von Artie und Trixie. Ist er da rein? Nee, oder? Zurück in sein Hotel. Mann, die Steuerung, ey. Zurück in sein Hotelzimmer. Da wären wir ja auch schon bereits. Tür der Absteige. Hey Doc, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Wo liegt das Problem? Wo das Problem liegt? Wo ist denn jetzt gerade... Wo ist Artie hin? Ist Artie noch hier? Er ist im Badezimmer. Hey Artie, mach auf. Du musst einen Gangster zu Fall bringen. Soll ich jetzt diese Sylvia treffen? Nein, es ist Zeit für dich, Trixie zu treffen. Trixie sagt, sie hätte da was, das Kid vielleicht ins Gefängnis bringt. Aber du bist der Einzige, dem sie das Überprüfen der Sache anvertrauen will. Ich? Was hat sie... Oh, ich weiß, was sie getan hat. Clever. Würdest du uns vielleicht einweihen? Tut mir leid, Leute. Aber wenn Trixie es nicht sagt, sag ich es auch nicht. Das ist ja schön und gut, Mr. McFly. Aber wenn du und Trixie euch in dieser Sache zusammentun wollt, müssen wir ein Treffen arrangieren. Nun, Trixie ist an Kids Flüsterstube gebunden. Also müssen wir Arthur zu Trixie bringen. Oh nein, ich gehe da auf gar keinen Fall wieder in die Nähe. Ich weiß nicht, wie du mich dazu überredet hast. Bleib einfach hier im Dunkeln. Und komm erst raus, wenn du Trixie siehst. Bin ich denn hier auch wirklich sicher? Vollkommen sicher. Wir würden dich nie einer unnötigen... Sagan. Wo ist Kid? Keine Sorge. Das war sichtlich knapp. Puh. Okay, okay. Artie bleibt hier und wir gehen Trixie... Mann, was ist nicht schon wieder los? Irgendwie, glaube ich, habe ich Grafiktreiberprobleme, was eigentlich nicht der Fall sein darf. Und kann. Willkommen zurück. Ja, danke schön. Wie bringt man Trixie nur dazu, Kid zu verpfeifen? Mit Artie. Folge uns, Baby. Trixie? Ja? Raten Sie mal, wer in der Gasse auf Sie wartet. Artie? The one and only. Es war nicht leicht, ihn zu finden. Ich musste... Übernimm für mich, Cuball. Ich mache eine Raucherpause. Braves Mädchen. Und wie gut sie lügen kann. Das gefällt ihm gar nicht. Hey, du! Hä? Ja, Blödmann, ich hab gesehen, wie du meiner Eunice schöne Augen gemacht hast. Sorry, Kumpel. Hab keine Zeit, mich zu streiten. Du. So schaffe ich es ganz bestimmt nicht in die Carnegie Hall. Okay, ich glaube, du bist für heute Abend fertig. Hey, was denkst du eigentlich, wo du hingehst? Ich? Ja, du. Was weißt du darüber? Nichts, ich... Ah! Trixie? Pause ist vorbei, Cuball. Was immer du sagst, Baby. Was war das? Das ist eine gute Frage. Trixie? Ja? Was ist in der Gasse mit Arthur passiert? Darüber will ich nicht reden. Hä? Und was ist mit ihrer Versicherung? Es gibt keine Versicherung. Nach heute Nacht werde ich alles im Ofen verbrennen. Trixie, können Sie mir nicht sagen, was da draußen passiert ist? Nein, Geben Sie mir doch wenigstens die Beweise gegen Kid. nein.
Ich habe das mit mir so ausgemacht. Sobald die Nacht rum ist, verschwinden die Beweise. Ist ja ganz super. Toi, toi, toi. Danke. Ja, verdammt dich. Was machen wir jetzt? Artie, was ist passiert? Artie? Artie McFly? Wo steckst du, du Fliege? Ich kann jetzt... Was zum... Ich kann jetzt nicht weg. Artie wartet. Ja, dann geh doch mal rein da. Alter. Das ist doch... dachte, wer da... Da ist die... wo ist der jetzt? Ist vielleicht da hinten? Martin, so drehst du dich... dämliche Kamera, hey. Warum ist Kit so fröhlich? Das ist eine gute Frage, Ziel? Bring Parker zu seiner Pflicht, ja. Kisten mit Kohl. Immer die gleiche Chance. Also gehen wir halt wieder rein. Ich sollte erst gehen, wenn ich genau weiß, was hier draußen passiert ist. Blut. Ich sehe Blut. Artie? Hey, du hast die Party deines Lebens verpasst, Kumpel. Kit, was ist passiert? Oh, das wird dir gefallen. Also, ich hänge gerade in der Bar ab, als ich plötzlich den Drang verspüre, mir Erleichterung zu verschaffen. Ich gehe also raus in die Gasse und wen sehe ich da? Keinen geringeren als diese Vorladungen folgende Ratte Artie McFly. Und dieser kleine Wurm tuschelt doch tatsächlich ganz der große Eroberer mit meiner Trixie. Oh nein. Natürlich habe ich sofort Kid Jr. herausgeholt und wollte diesem McFly gerade das Hirn wegballern, woraufhin Arties Nase zu bluten begann. Der Kerl ist einfach eine Memme. Als Trixie buchstäblich auf die Knie fiel und mich anflehte, ihn am Leben zu lassen. Im Ernst, sie kniete vor mir und heulte und bettelte um McFlys Leben. Und was hast du getan? Was schon? Ich habe zweimal in die Luft geschossen und Artie gesagt, dass er verschwinden soll. Wirklich sehr gnädig. Hey, ich bin kein Unmensch. Außerdem schuldet Trixie mir nun was. Eine ganze Menge. Und Kid Tennant treibt die Schulden immer ein. Immer. Aber garantiert nicht dieses Mal, Freundchen. Moment mal, ist der irgendwo... Wo ist der gerade reingegangen? Kisten mit Kohl. Dachte gerade... Nö, dachte wohl falsch. Willkommen zurück. Dankeschön. Was? Bitte, ich versuche mich hier zu amüsieren. Ich glaube, das solltest du sehen. Bist du wahnsinnig? Was soll die Dynamitstange hier in meiner Bar? Das ist es ja, Boss. Die sind überall. Ich glaube, unser Barbrandstifter will wieder zuschlagen. Wie bringt man Trixie nur dazu, Kit zu verpfeifen? Nicht schlecht, Kitty Tenner, nicht schlecht. Gut. Das haben wir jetzt gesehen. Jetzt ist die Frage... Sehen, hast du vielleicht noch einen Hinweis? Hey, Barkeeper. Was darf sein? Sehr, sehr, sehr viel. Wissen Sie, was Trixie da draußen passiert ist? Sie scheint ziemlich aufgebracht. Du redest komisches Zeug, weißt du das? Aber nein, ich habe keine Ahnung, wie es Trixie geht. Kid zahlt mir nicht annähernd genug, um Drinks auszuschenken und seine Freundinnen zu bemuttern. Kann ich ja verstehen. Wegen dieser Ehrengalerie. Was ist damit? Was ist daran so ehrenvoll? Die Karikaturen in der Ehrengalerie erinnern an diejenigen, die nicht mehr unter uns sind, da sie einen gewissen Irving Kid Tennant verärgert haben. Leute, die Kid hat umbringen lassen? Natürlich nicht.
Das sind nur ein Haufen Typen, die Kid nicht besonders mochte und die irgendwann später tot aufgetaucht sind. Das ist ein, wie soll ich sagen, seltsamer Zufall. Ja, sehr seltsam. Dann ist also jeder an dieser Wand ein Feind von Kid Tannen, der zufällig umgebracht worden ist? Feinde, Konkurrenten, Typen, die Trixie falsch angesehen haben. Ja, Ist ja interessant. Was zeichnen Sie da? mal wieder eine Karikatur. Sie zeichnen die? Die Prohibition wird nicht ewig dauern. Ich brauche etwas, das ich tun kann, wenn das alles vorbei ist. Ja, du musst ja wissen. Was zeichne ich? Kannst du eine Karikatur von mir zeichnen? Sicher. Presto! Die sieht mir überhaupt nicht ähnlich. Du hast auch nicht viel Markantes. Du musst es ja wissen, wa? Der muss es ja wissen. Wegen dir. Ist die Erkältung schon weg? Erkältung? Ja. Als ich Sie vor ein paar Stunden gesehen habe, niesten Sie wie verrückt. Junge, ich hatte seit 2 Monaten keine Erkältung. Ach ja, richtig. Hab Sie wohl verwechselt. Oh, Martin muss ein bisschen aufpassen. Danke fürs Gespräch. Bestell nächstes Mal einen Drink. Das ist keine Bücherei hier. Ja. Das sind doch nicht so eine Schnapsdrossel. Du kannst irgendwie... Ja. Mann! Oh, diese Steuerung. Kommt irgendwie rein oder so? Croupier. Setzen Sie. Warum nicht? Warum schon? Weil ich kein Geld habe, deshalb. 00. Sieben. Naja, knapp, den ist auch vorbei war. Gut, wir haben jetzt eine Karikatur uns. Dann ist auch im Weg. Wir könnten doch einfach unser hier aufhängen. Was soll ich sonst mit dem Scheiß machen, ey? Ich wollte immer berühmt sein. Jetzt bist du Smarty. Cool, Mann. Ja, jetzt, was bringt das? Hey, Danny. Hey, ich glaube, ich habe noch nie deinen Namen gehört. Ich habe ihn auch nicht erwähnt. Und ich weiß nicht, ob ich das tun sollte, nachdem du nun wieder ein ehrbarer Polizist bist. Hast recht, ich bin dir etwas Anonymität schuldig. Mach einfach keinen Unsinn, hörst du? Laut und deutlich, Officer Parker. Schnapp Tannen! Immer noch bereit, Tannen zu verhaften? Auf jeden Fall. Cool, halt die Ohren steif. Ich sehe, was ich tun kann. Das bringt alles nichts, Bis ey. bald, Danny. Pass auf dich auf. Welche Person haben wir denn hier noch alles vergessen? Martin? Trixie? Nee. Die Nische? Nee, besser nicht. Sonst kommt Trixie? die Ja? Alter wieder und verpasst uns eine. Oder will es zumindest. Ich weiß, was mit ihm passiert ist, Mann. Ich habe mit Kid gesprochen. Oh, Er hat mir von Artie erzählt. oh. Es war stark, dass sie um sein Leben gebettelt haben. Und es war stark, dass Kid ihn verschont hat. Du siehst also, warum ich die Beweise loswerden will, die ich gegen Kid habe. Wenn er sich loyal zeigt, tue ich das auch. Ach, das ist ja wohl nicht. Wegen Artie McFly. Was ist mit ihm? Hast du was von ihm gehört? Geht's ihm gut? Woher soll ich das wissen? Oh ja, es geht ihm gut. Bist du dir sicher? Glauben Sie mir, wenn es ihm nicht gut ginge, wüsste ich es als Erster. Naja, kommt immer darauf an, oder? Sieht aus, als gäbe es ein neues Bild in der Ehrengalerie. Meine Güte, Kid. Wer soll jetzt dran glauben? Wer soll das sein? Mickey Rooney? Ich glaube nicht. Naja, fast. Okay, Kid hat also Artie verschont. Deshalb ist er noch kein Heiliger. Glaube mir, das weiß niemand so gut wie ich. Aber wenn Kid Artie laufen lässt, kann ich Kid auch laufen lassen. Verstehst du, was ich meine? Ja schon, aber... Sieht aus, als gäbe es ein neues Bild in der Ehrengalerie. Meine Güte, Kid. Wer soll jetzt dran glauben? Wer soll das sein? Mickey Rooney? Ich glaube nicht. Eigentlich bin ich es ja, aber... hä? Wissen Sie, was Sie prima singen könnten? Diesen Song von... Sprich das mit dem Klavierspieler ab. Der hat die Songliste. Na ganz toll, wie komme ich jetzt... wie kann ich ihm jetzt folgen? Toi, toi, toi. Danke. Ja, danke du mir auch. Das ist... Ach Leute, ich habe keine Ahnung, was das hier werden soll.
Kein schöner Haufen. Nein, vor allem der hier unten nicht. Kein schöner Haufen. Hey, Danny. Hey, ich glaube, ich habe noch nie deinen Namen gehört. Ich habe ihn auch nicht erwähnt. Und ich weiß nicht, ob ich das tun sollte, nachdem du nun wieder ein ehrbarer Polizist bist. Hast recht. Ich bin dir etwas Anonymität schuldig. Mach einfach keinen Unsinn, hörst du? Laut und deutlich, Officer Parker. Oh je, oh je, oh je. Bis bald, Danny. Pass auf. Ja. Leute, wie es weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier weiter kann und so, aber mir wird sicher noch etwas einfallen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal bei Zurück in die Zukunft. Wir müssen Kitten unbedingt aufhalten. Offenbar sind wir der Nächste, der fällig ist. Zumindest laut Trixie, und da unser Bild ja in der Karikaturwand da hängt, ihr wisst schon, in der Hall of Fame, sind wir wohl schon bald Geschichte. Aber das müssen wir verhindern. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.